Sie müssen klarkommen und Sie müssen das Pferd jetzt gut präsentieren und lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen, von wegen, jetzt muss ich schnell los und die Züge hängen aber eigentlich runter. Dann fassen Sie erst nochmal die Züge nach. Für Sie muss alles in Ordnung sein und dann können Sie anfangen. Ne? Im Prinzip wir als Kommission, solange Sie nicht eine halbe Stunde jetzt brauchen, wir warten, weil das ist Ihr Pony und Sie wollen, dass das halt möglichst gut präsentiert wird. Noch ordentlich in dieser Hand. Und nachher dreht sie sich einfach wieder um und nimmt wieder die Zügel zwischen. Genau, habt ihr schon verstanden? Sehr schön. Also da erkennen, denke ich mal, alle den Unterschied, ne? Wie das jetzt aussieht. Oberhals ist schön gewölbt. So, und vor allem wird er dadurch auch ein bisschen länger. Die Stute hat jetzt ja nicht so den längsten Hals, aber dadurch, dass sie das natürlich so schön in der Wölbung jetzt darstellt und präsentiert. Okay. So, ist jetzt natürlich sehr schwer für die Peitschenführerin, die kennt das Pferd gar nicht. Also jetzt müssen sie sich erstmal ranfummeln. So, schön gerade von den Richtern weg. Was man in der Ecke auch normalerweise macht, weil wie soll man ein Pferd sonst um die Ecke führen? Den äußeren Zügel hat man ein bisschen kürzer in der Regel, aber man nimmt eigentlich die linke Hand und führt das Pferd herum. Genau. Die Hand, die ist da schon mal sehr gut. Natürlich soll man dann auch immer als Vorführer lächeln, ne? Beim Reiten. So, und jetzt ein bisschen mehr einen Bogen nehmen, damit man mehr Zeit hat, die Stute gerade zu stellen. So, jetzt kann der Peitschenführer ein bisschen helfen, aber es geht alles. Ja. So, jetzt steht der einmal genau falsch. So, gut. Okay. Also wie gesagt, ne, hier beim Aufstellen ruhig ein bisschen mehr ausholen, dass man gerade an die Stange rankommt. Hier sollen die Pferde gerade ankommen. Gut.